Trump. Jahr mit vielen Überraschungen. Der amerikanische Präsident, der ja über seinen Twitter-Account immer für Schlagzeilen sucht, attackiert eine Tradition, die schon 60 Jahre ihren Wert bewiesen hat. Die globale Kooperation an die multilateralen Institutionen. Am Bereich vom internationalen Handel setzt hier ohne Negoziation einseitig Tarife für verschiedene Importwaren an die Lut, mit dem Ziel, den Import von diesen Waren zu penalisieren und südamerikanische Produktionen zu schützen. Die Trump-Verwaltung behauptet, es gibt dazu beitragen, an Amerika Produktion zu schaffen. Aber viele Industrieexperten behaupten das Gegenteil. So eine Politik gäbe just dem Verbraucher schaden. Auch wenn der Trump zum Weltwirtschaftsforum zu Davos behauptet, America First gebe nicht America Alone bedeuten, weisen seine Aktionen aber eine ganz andere Attitüde, weil eine Erhöhung von Tarifen kann unter bestimmten Konditionen ja ganz legitim sind als Verteidigung, zum Beispiel, wenn ein klarer Hinweis auf Dumping besteht. Wenn das der Fall ist, schützt auch Europa sensible Industrien gegen schädlichen Dumping, zum Beispiel bei Import von staatlich subventionierten Waren aus China. Aber was ist dann der Unterschied zwischen dem, was Europa möchte, und den Mesuren, die den Trump hält? Ganz einfach. Mehr Europäer halten uns an die Regeln, die gemeinsam an der Welthandelsorganisation festgehalten werden. Weil es für uns eminent wichtig ist, Handel und Wettbewerb zu haben, die sich auf klare Regeln steifen können. Den Trump aber handelt gegen die Welthandelsorganisation an ihr Gerichte, an dem sie auch zum Beispiel refusiert, Richtern auf das multilaterale Gericht von der WTO zu platzieren. Und damit schwächt der amerikanische Präsident die gerichtliche Aktionsfähigkeit, die wir alle gut brauchen. Es kommt ein zusätzlicher Attacke aus Amerika. Der Trump ist der Meinung, dass die USA nicht genug an die EU exportieren, an die EU zu viel an Amerika. Dafür geben wir speziell Taxen auf EU-Produkte legen. Die EU hat das selbstverständlich nicht unwidersprochen hingeholt. Die Kommission hat gewarnt, sie wird nicht sicken, schnell zu reagieren, wann es muss sein. Für ein globales System von Zusammenarbeit zu verteidigen, den an den letzten 60 Jahren für globale Ordnung gesorgt hat, muss etwas machen. Probleme kriegen nicht gelöst, indem man sich an der Tarifärmauern zurückzieht. Dafür muss die EU gegen so destruktiv Approchen vorgehen. Handel kann nämlich nicht dann fair sein, wenn er für gleichmäßig und gegenseitig Vorteile sorgt. Probleme muss er durch Dialog regeln und nicht durch Kraftmesuren oder Handelskrieg. Und für den Dialog wollen wir uns weiterhin auf internationaler Ebene ersetzen.